Gute Mittag und herzlich willkommen zum SIPO-Kolleg an diesem Jahr. Das Jahr beschäftigt sich SIPO mit dem Sujet Donnerien an Digitalisierung an der Stadt der Regionalentwicklung. Und wir freuen uns, dass wir heute mit ihr zusammen das echt Veranstaltung können starten und damit auch das SIPO-Jahr beginnen. Und für all die SIPO noch nicht kennen, just einen kurzen Überblick auf der nächsten Seite. Also SIPO ist eine nationale Austauschplattform zu Themen aus der Stadtpolitik und räumlicher Entwicklung. Und sie wird von den SIPO-Partnerinnen, die jetzt auf der Seite gesehen, unterstützt. Und das SIPO-Büro organisiert den inhaltlichen Austausch in Form von verschiedenen Formaten, wie zum Beispiel Workshops, Exkursionen oder auch eine Konferenz zum Schluss vom Jahr. An den letzten Jahren hat SIPO sich schon mit vielen Themen beschäftigt. An der Mitte sieht ihr da Schwab von diesen Themen. An die verschiedenen Publikationen davon fand ihr im Internet von der SIPO. Da könnt ihr dann alles nach einem Kern lesen. Genau, im Programm vom Kolleg an diesem Jahr, was ihr gerade schon kurz gesehen habt, stehen das Jahr 5 Veranstaltungen mit jeweils 2 Präsentationen. Und mit diesem Kolleg wollen wir gerne einen Überblick geben, also was zu Lützeburg schon an diesem Kontext was das gut geplant ist, aber Bezug auf digitale Utien, Planungsprozeduren, Genehmigungsprozesse. Und dann wird durch am School national und international Praxisbeispiele zu weisen, die weisen, wie Donnerien erfasst, für die Planung nutzbar gemacht können gehen, für das den auch einen Mehrwert für die Planung kann generieren. Und es wird darum gehen, wie die Planung für Bürgerinnen und Bürger besser visualisiert und auch mehr interaktiv kann gehen. Und genau, das Sujet auf sich, Donnerien an Digitalisierung, wenn ihr davon liest, geht es eben vor allem darum, wie Donnerien so genutzt können gehen, dass die Planung dadurch verbessert gehen. Das soll eben auch an diesem SIPO-Jahr der Schwerpunkt sein. Also die Fragen, mit denen wir als Welle beschäftigen, sind, wie können Donnerien für Prognosen, Szenarien, Simulationen an der Planung genutzt gehen? Wie kann auch Planung dadurch mehr nachhaltig, mehr resilient, mehr transparent und interaktiv gehen? Und wie können die Aufläufe an einem Planungsalltag digitalisiert gehen, an auch mehr effizient? Und am Jahr 2017 hat SIPO sich schon ein Jahr mit dem Sujet von der Digitalisierung beschäftigt, allerdings mit einem ein bisschen anderen Fokus, mit vor allem E-Governance, also Digitalisierung von öffentlichen Services und Vernetzung von Verwaltungsprozessen. Und heute, 2026, sind wir bald 10 Jahre wie spät. Und wie wir alle gemacht haben, wird sich natürlich viel verändert in Bezug auf Technologien, Verfügbarkeit von Donnerien, mir auch wie wir als Nutzerinnen und Nutzer an der digitalen Welt unterwegs sind. Und allein das möchte das Sujet natürlich schon aktuell. Wie wir schon gesagt, soll der Schwerpunkt des Tür vor allem auf der Anwendung am Kader von der Stadt der Regionalentwicklung leihen. Genau, aber der war es genau. Wir erwarten als 2 Beiträge, ein Kerl von Tom Fuhrmann, innerhalb vom Departement de l'Aménagement du Territoire am Ministère für Wohnungsbau und Landesplanung, am Service Stratégie et Prospective Territoriale. Und hier wird es einen Überblick geben über die Utien, die für den territorialen Monitoring gehen. Dazu gehören Plattformen Baupotenzial, dann eine Methodik für die Haltestellen vom öffentlichen Transport, Güteklassen anzustufen, an eine Methodik für die Zentralität urban, für Lokalitäten festzustellen.
An den zweiten Beitrag wird vom Frank Güldersinn, Premier Conseil am Département de l'Aménagement Communal et Développement Urbain am Innenminister. Und hier wird ein Überblick über die Digitalisierung von der PAG a PAP-Prozedur gehen, für zu sehen, welche Entwicklungen und Änderungen dort zu erwarten sind. An dir, das Publikum, laden wir natürlich an, am Abschluss Fragen zu stellen, an Mathe zu diskutieren, beziehungsweise geht alles für uns allem interessieren, wo dir am Alltag, an ihrem Arbeitsalltag Chancen oder Herausforderungen gesieht, für an der Planung Madonien oder digitale Prozeduren oder Utien zu schaffen. An Erfragen könnt ihr gerne zu allen Momenten über den Chat am Zoom persönlich oder allgemein stellen, ob euer Lieblingsspruch an oder wer zum Schluss per Handzeichen für dann auch an eine Diskussion zu kommen. Anlo übergeben wird dann den Tom Fuhrmann. Noch gute Morgen von meiner Seite. Ich hoffe, die hört mich. Und gerade müssen meine Kamera switchen, das ist tatsächlich währenddessen ausgefallen gewesen. Zum Glück, ich sehe da mich nur und ich hoffe, die sieht auch nur den Bildschirm. Perfekt. Und dann danke herzlich willkommen von meiner Seite zu den Tom Fuhrmann und wie gesagt, ich habe viel Gestalt, sie von der Landesplanung erschaffen hier als Geograf und als Geomatiker. Und in dem Kontext, und ich heute denke, das Baupotenzial, Zentralität und noch die Vergüteklasse, wie schon ergangs erwähnt, vorzustellen. Das ist natürlich ein Bruchteil von den Donnerien, mit denen wir schaffen. Da geht dann ein Gretsch mehr. Aber für diesen Kolloq wird meist mal auf die 3 Datensätze, die wir wirklich auch oft nutzen, am Alltag eben einfach präsentieren. Genau, und dafür für ein kleines Intro zu machen, wie was gehen Donnerien bei der Landesplanung genutzt und angesagt, dass das für allem bei dieser Strategie, die man natürlich intern noch auf viele Projekte verfolgen, da das Vorgehensweise wie eben noch landesplanerische Visionen eben noch umgesetzt gehen, die fängt ja meistens mit einem Diagnostik an von der Situation, von der aktuellen Situation, dafür brauchen Donnerien, darauf basierend kann ja eben eine Vision eben erstellen, die kann ihn umsetzen und in einer letzten Etappe kann ich mit den Donnerien, die in Anfang auch schon genutzt wird für die Diagnostik, eben auch im Monitoring machen und basieren auf den Monitoring kann ich natürlich die Kreise weiter drehen lassen und mit einer neuen Diagnostik eventuell Vision territorial darum nächst aufpassen. Auch am Sinn von der Landesplanung wird sie neue Aufgaben. Da steht am Gesetz verschiedene interessante Wörter, die oft bis mich schwer zu verstehen sind oder nicht immer ganz klar sind. Zum Beispiel Development von unserem Land dort zu orientieren und zu konzentrieren, die am geeignetsten sind. Natürlich, dass du froh was möchte in Terra am geeignetsten. Möchte dann noch eine Observation an SWV von der Entwicklung am Land. Und natürlich schaue doch ein bisschen präzisiert am nächsten Satz, was da mit dem Endroit le plus approprié ist. Das natürlich, dass sie noch die Fläche, ja, das ist eine Utilisation rationnelle du Sol soll haben, dass sie die Fläche soll entwickeln, die schon artificialisiert sind und nicht so viel wie möglich auf der geringer Wies noch weiter zu entwickeln, an dem ihn dann in urbanistischen, konzentrischen, kohärenten Entwicklung dann eben favorisieren kann. Was dann noch eben ein Enjeu ist oder eine Herausforderung ist bei der Landesplanung, dass sie natürlich auf ganz verschiedenen Sektoren am Gang ist. Man schafft nicht nur mit dem Logement zusammen, aber auch mit der Ökonomie, mit dem Umweltschutz und so weiter. Und natürlich sind wir in einem Domain NRW, wo man da wirklich mit verschiedenen Sektorpolitiken zusammen agieren, was dann natürlich auch zu Nutzungskonflikten kann führen. Und in dem Sinne ist natürlich immer wichtig, dass sie von allen verschiedenen Ministerien, Akteuren und so weiter natürlich auch Donnerien hat und die dann noch so aktuell kann halten, dass sie noch mit denen schaffen kann. Und hier steht schon am Text die Überlegung für den nächsten Notiz, den ich vorstelle, dass Disponibilität foncière und das natürlich ein Datensatz, den enorm wichtig ist für uns, für eben herauszufinden, wenn wir von eben einem les endroits les appropriés schwätzen, wo kann ihn entwickeln, dann ist natürlich der Datensatz, den als Donnerien liefert, für eben herauszufinden, wo es die überhaupt aktuell und Piaget überhaupt auch möglich eng zu entwickeln. Und in dem Fall
kennen bestimmt schon verschiedene Leute, ich habe verschiedene Leute schon im Chat gesehen, die auch schon mal den Produkt schaffen, da das dann der Raum Plus, den wir ja lo als Baupotenzial.lu mit der neue Plattform umbenannt tun. Und du gehtt eben darum, die sämtlich Flächen von der Potenzial am PAG drüber zu erfassen. Das sind natürlich nicht nur Logements zu fassen, das sind auch Ecosflächen und so weiter oder BEPS-Flächen, die wir für öffentliche Infrastruktur genutzt sind, eigentlich abzufassen und dann eben an einem geografischen Notiz eben zur Verfügung zu stellen. Oder das Ziel darüber vergleichbar Donien zu hun landesweit an der Schweiz man dann noch für quantitativen und qualitativen Donien quantitativ Donien dat sind eigentlich stehen Deel und Bernen den eigentlich mat ennger Giesanalyse kann herausfannen sie wird an dem ihn zum Beispiel der Piaget hält Luftbild hält an der Kadasterplan hält dann hue ja schon relativ sehr en Andruck wo eventuell noch Potenzialflächen en Gemengen sinn aber der Vierdeel vun der Ramflussmethodologie ass eben da se am Dialog im Mattergemeng enke wat all die Insel zu fasse geht die sech validéiere lässt an dem Kontext auch eben die Qualitativinformationen enke mat hält notamment wenn nie gedenkst du fast viabiliséiert wat sind Probleme wat sind Kontranten dat sie nimmen Informationen in dudechkrit an dem mat der Gemeng schwätzt weil sos kann den einfach eng Zoll nennen aber eng Greng Zoll oni eng qualitativ Information han seht och net viel aus an de Baupotenzial.lu die Plattform die man hunn auch schon ja das eng Internetplattform wo mir natürlich Aksedruck mir auch Gemengen ho selber en Aksedruck fir eben auch als zu hëllefen die Donne in der Jour zu halen, aber auch mat dem Vierdeel das Gemengen Donne könne selber nutze fir eben fir intern Zwecker die statistisch Vierdeler die se Plattform hut eben auch fir intern Zwecker nutzen zu können. Dat ist dat se riesegroßen Datensatz den am Hintergrund ass. Hai enkeier die landesplanerisch Obgliederung vun den Reserven, die am Grand Plus eben an Drustechen, die verschiedene Visualisierungsmekete mir da das die landesplanerisch Visualisation von den ganze Potenzialflächen hai enke erklärt. Hat jagangs gesucht, dass man do versichen zu entwickeln, wo am sinnvollsten ass an dem Kontext als natürlich eng innen vor Außenentwicklung essentiell. An der Teil eben der Versuch, die Potenzialflächen eben Sinn zwischen enger Innen- und Außenentwicklung eben opzedeelen. Wie der gesit gin drei verschiedenen Flächentypen an der senke ja eng Bauplatz oder eng Baulück, dat sind fertig parzelléiert Flächen am Kartier existant, wo er natürlich direkt kann bei ennger Baugenehmigung bis bauen an dann hue den necket nouveau Quartiersflächen, dat sind dann an die Fläche wo eng Prozedur hannen drchtecht an die auch neker differenziiert ob se echt innerhalb vom Bauperimeter innerhalb vom Tissu urban leiien natürlich alle go am Bauperimeter oder sie leiien echte außerhalb vom Tissu urban sind natürlich trotzdem immer noch klasseiert. Aber in ein Beispiel gesäit, aber wie der bestimmt auch von den Nouveau Quartier kennt, ein Grötsch Nouveau Quartier sind natürlich auch schon artificialisiert, sodass nicht all Potenzialfläche, die man hier im Grand Plus und eng Elentik oder eng neue Artificialisierung von enger geringer Wiss durchstellt. Hat Jo schon agangs ugeschwert, dass es eng neue Plattform gött. Ja, se Screenshot aus der Plattform wie dat lo mat der neuer Solution eben lo ausgeseit. Wat eng neue Plattform gemach. Mir hat eng Plattform, die wo bei engem externe Prestateur, wo dann noch bëschen engem Server im Ausland vor, lo immer wirklich schei op der Infrastruktur vom Geoporter, op der man schaffe könne, wat an die sämtlich Verschneidungen mat PAG, PCN an alles film ein vermischt. Dat heißt, die Plattform as auch lo film einfach zu bedenken, die ganz technische Tieren im Hintergrund machen wirklich schon mir sympathisch an mir angenehm mat der Plattform zu schaffen. Wat gët noch neues in der Plattform gët de Lokalitäteniveau, den mir auch extra high enker zu Summe gesät hun fir eben och eng Recherche und eng statistische Auswertung Lokalitäteniveau zu machen, dat eng Demand vun enger Rutsch vu Gemenge gewircht, aber eben och grosse Vierdeel lass wenn in der enger staatlicher Solution schafft, dat eben mat engem Jamka schaffen, dat man kann auch mat engem meschen Ase schaffe, wie das in einfach nimmen Usernames a Passwörter verdeelt. Wat auch naiers op der Plattform, dat se lo film méi Hangrundkarten huet, man kann sech de Piaget uweisen, all die Inselkusche separat uweisen, die grad brauch, also dat se net alle so Banke muss sech ukucken. Öffentlich Proprietäre sind dran, so dass sie noch schon hewer ein kleine Recherche kann machen als Gemeng oder als öffentlichen Akteur, wat zu fassen, innerhalb von engem Potenzial eben engem selber geheiert.
a wie der heiert schon gesäit, dat se net méigich alle gëtt Attributer zu weisen as eng Attribut löscht wo mittlerweile bei 60 Attributer die gin die kann ausfüllen er war net muss ausfüllen im Limanst Attributer se verpflichtend fir eben noch User dat ganz auch relativ userfriendly eben zu halen. Und op der Plattform an dat kann ich leider net direkt la op der Plattformweise, weil das direkt Donne von enger Insler Gemengif gesinn, kann ich natürlich auch Auswertungen machen an sech die Insel zuelen exportieren, sech die Donnen exportieren an engem Format grad brauch. Wenn man schon iwwer technische Tierschwätze natürlich schon mal du auch noch bisschen méi als Landesplanung ha im Hintergrund für eben noch de Livesvivi zu machen, wat eben Potenzialflächen gött. Dat tatsächlich den Screenshot den Schaute Mo gemacht hun fir zu gucken, wat lo wirklich die Live-Situation ass landesweit, wohin dann eben die Insel Zölecker gesinn, zum Beispiel das aktuell bei enger Potenzialfläch regroupéiert eben Leiie von 5530 Hektar für alle gut Funktionen. Dat kann ich natürlich dann noch an du gi nach Film weiter Auswertung natürlich opdeelen oder dem Sonage fir wertfri Sonage Typ natürlich regroupéiert, weil das gëtt relativ komplex relativ sehr die Insel Funktionen eben kann se gucke, wo man noch Potenzialflächen Umbaupotenzial eben noch dran hun. An ha ben ein klein zur Summefassung fir noch zulenker zu nennen. Vielleicht bis mir gesum viel Firdroen. Aktuell Leimer ebe bei 5500 Hektar. Dofu sind 2/3 an enger Hauptzone, 13% sind mixt an 13% sind auch enke Industrie- und Kommerzflächen. Und dann könnte man klengen Deel und Berbflächen an noch viel divers Kategorien ja noch draufälle. Dann ist doch noch wichtig zu sagen, wie ich anfangs schon gesagt habe, bei den verschiedenen Potenzialtypen, da sind Teil auch schon artificialisiert. 1900 Hektar von den 5500 Hektar sind schon artificialisiert. Das heißt, wenn ihr alles bebaut, dann geht ihr nicht ein 5500 Hektar gering Wiss bebauen. In Teil davon ist artificialisiert. Und das sind natürlich aus landesplanischer Sicht, wie ich anfangs gesagt habe, diese Phasen, die schon zu priorisieren sind, für eng weiter Umsetzung eben prioritär ist, weil den ab denen Flächen eben kein neue Landtag verursacht an schon ob artificialisierte zu fassen, zum Beispiel ob frischen oder so Sachen eben schon schafft. Da kann ich net ganz natürlich auch enke opdeelen fir e Verglach zu machen mat dieser Armatur urbain, wie der se vielleicht kennt, ge ja du vor die verschiedenen Agglomerationsräume differenziiert, die für den CDA aneben die Kommunen endogenen, also die Eigenentwicklungsgemengen an wie der Fläche gesehen huet, wenn in der Ram plus de Baupotenzial sich zölle guckt, können ca. zwischen 140 und 160.000 Wohnunitäten, die dabei rauskommen. Und da kann ich natürlich schnecke mal 2 mal 2,3 oder wie auch immer multipliziere für da wo zu kommen. Aber wenn in dat eben nur der Amateurbanke opdeelt an den Verglach mcht, für wie viel Jahr Potenzial dat eben noch durchgeht laut dem PDAT gesagt, da sind eigentlich bei den CDAen aber den Agglomerationsreim eigentlich genug für die mischt Reim genug Potenzial hut für die nächsten 20 Jahre, dass da war für allem an den endogene Gemengen und Entwicklungsgemengen eben das Problem ist, dass man da noch extrem viel Potenzial hun, wenn in dat man PDAT Welt vergleichen. Und ich sage, die ganz klein innen verstoppt ist, aber die relativ zentral ist, leider Gottes, da das die ganze Potenzialflächen nicht mal gesehen. Du hast über 90% der privater Hand, also da sind der staatlichen Hand oder die öffentliche Hand auch nicht viel und dem ganzen Pool hier eben besitzt. Genau, das war ein kurz Intro um zu erzählen über das Baupotenzial, aber da gebe ich auch schon op Zentralität agin agoen mat den Donien, die mat do hunn, dat se fir allem Donien zu den Equipementer as Servicer, weil der ha gesit, dat ass eng riesen Oplächtung op Punktdonien, die man eben do hunn. Vu Kommerzen, Servicepublik, Edukations, Sozial, Santik, alt Kaffeen und so weiter. Du kannst natürlich immer immens viel anderen Kultur, Sport oder Freizeitgeschichten. Das sind über 60 Typen nun Equipementer, wo man ganz viel Arbeitsstrafsteche für all die Datensätze zu halen. Das kann ich vorstellen, wie viel Kaffee nicht gehen, wie viel Rotationen nicht gehen, wie viel Kinder, wie viel Kaffee und so weiter Teil im Land gehen. Das ist natürlich ein immens bestehenden Datensatz, du dann auch zu halen.
Und ha auch enkel zu vergleichen, wie die ganze Zentralität, wie die ganz Funktionen, wenn in all den Datensätzen hält, wo tausende Punkte neben daraus resultieren, an eng Heatmap Station, du seid ihr noch auf der linker Karte, wie sich die ganz Point of Interest, die dadurch resultieren am Land verdelen, wo natürlich auch schon die Hotspots im Land gesagt, wie zum Beispiel der Agglomerationsraum von Lützeburg, die verschiedenen Punkten an der Südregion, an natürlich auch Nordstadt, die trotzdem aber noch irgendwie raussticht. Und dann hun auch enke dabei gesagt, weil all die Donien, die man hun, die korrelieren noch ziemlich gut. Ha den Loenke ja zum Beispiel Densität von der Population op das mensch Code Postalniveau, die man ha geholt für Bevölkerungsdichdenke zu weise, wenn auch gesagt, dass dat natürlich zu Zentralität entspricht, aber wenn in dann eine Versicherungsgrad hält, da das den to die Permeabilisation, dat basiert auch bin Datensätze, die man produzieren, weil du haut net vierstellen, dat de Land Use Land Cover für die Leute sich Stoff interessieren können, dat gern um Geoportal Schenke gucken. Noch jedes Datensatz, die weist auch, dass du die ähnliche Punkten auch im alle rauskommen vom Land, an da das ziemlich unabhängig watweng Isolation oder watfreien Datensatz enthält. Thermorature Ben, die können dann viele Plätzen eben gut heraus. Weil den Punktdatensatz aus der Zentralität von der Zentralitätsdonne natürlich ganz viele Punkte sind, kann ich nicht alle beweisen. Ich weiß leider zwei Datensätze wirklich ganz interessant sind, weil such ein bisschen de Lien mit Armature Bern weisen. Dat sind enke Datensätze von den Generalisten, also Medizin Generalist an enker Spezialisten ha im Land eben hun. An Generalisten haben Land wie op der linker Karte gesagt, mit den Punkten, mit den roten Punkten, die befanden sich an allgemein am Land, die sie gut verdeelt hat, hecht allgemein oder all Lokalität oder war trotzdem ein Doktor, den fir Leiit do ass. Wenn er bei Spezialisten guckt, da gesäit den ass déi war schon ganz stark op der Amateure Ben fokusséiert, die befand sich nämlich an allgemein, mat pur Ausnahme méi. Do konzentrieren sich Spezialisten schon op den CDN op den Finalem an den Agglomerationsreim. An dat so en Datensatz dem auch gucken, ob de Geoportal ze kreen, da si man eng Mäbegruppe mat dran, fir dats auch déi Donien, die POI-Donien orm Geoportal sinn an du och können noch méi effikaz genutzt sind, wie se lo aktuellfleisch bei interne Fall sind, so dats dat Loken Datensatz aus dem man verstoppe wëlle mir die werden auch in Zukunft noch méi deele, wie man dat locher machen. An dann summe enke Rof op de Gemengem Niveau ha enke op Monnerech, wo dann wirklich enke gesäit wat gëtt dann un Pioien op Punkten an Zentralitätsfaktore fir d Gemeng Monnerech an Gemeng Monnerech ass an dem sind ganz interessant, weil gesäit das Monnerech selber relativ viel Ekipementer hunn an ja, die Industriezon Faits eben och. Aber en ha schon an de Symbole erkennt hunn an der Faits ganz viel Autosgaragen, an manner Diversität wie zum Beispiel an der Lokalität Monnerech selber. Dat gesäit natürlich auch wenn den Ekipementer, die verschiedene Ekipementer enke opzielt an dat gesäit dann zum Beispiel hai auch wenn Luft ziemlich rausgestach huet. Wenn ihr die verschiedenen Ekipementer unterschiedlich guckt, dann huet ihr natürlich mit verschiedene Ekipementer zu Monnerech selber wie op der Fates. Und das zum Beispiel ein Tableau, dem ich auch intern immer nutze für Evaluationen zu machen von engem Piaget von der Gemeng fir rauszufinden, wat Aslo Tablokalität a watnger Lokalität gin net zum Beispiel méi Ekipementer. Und dann noch in dritten Datensatz, den Schautwert präsentieren, das sind die Vergüteklassen. An dorop basieren wir auch ein Grid von Analysen, den also ein bisschen wie komplex abgebaut. Und zwar, wie schon an der Intro gesagt gehen, als die Vergüteklassen, ich versuche eben die Haltestelle, sie wird vom Bus, vom Zug oder vom Tram zu kategorisieren. Wie kann ich die kategorisieren? In dem Sinne geguckt, wie oft für die Bus lass. Und für die Donien zu hun, da gehen nicht glücklicherweise standardisierten Datensätze vom Transportminister, den eben noch gut dafür nutzen kann. Und wo schon standardisiert Workflows gehen. Das sind GTFS-Donien. Das sind die Donien, die da auch gesieht, wenn er zum Beispiel in Recherche Mobilität.lu möchte oder guckt, ob ein Zug pünktlich können und so weiter, dass aus den Datensätzen im Hintergrund durchstößt. Und der kann den natürlich auch hochladen an einem Workflow nutzen, für herauszufinden, wie oft dann ein Bus bei einem Busarrêt oder bei einem Zug bei einer Gare eben hält. Und das guckt man natürlich nicht mehr für Einrichtungen.
Also da se mat denen Donnie kann herausfannen, wieviel Busse oder Zich dann an enger Stand kommen, an derop baséierend kann hin natürlich ein Kadenz sichchen berechnen an eng Haltestelle oder se Kursintervall bzw. Haltestelle Kategorie dann eben berechnen. Wenn zum Beispiel gesagt, wenn du all 5 Minuten den Bus oder den Zug könnt, geht dat natürlich mir heich bewährt, wie nimmen wenn all 10 bis 19 Minuten lo in Zug oder e Bus op enger Platz hält. Dat ergehen daneben Haltestellekategorien an die Haltestellekategorien wieder innen am Grafike seid, die Agenda verschiedene Bufferen, dass du mir heich eben die resultären Haltestellkategorie aus, dass du mir bretgette Buffer an, dass du mir heich aus Güteklasse eben am Zentrum äh, von der ÖV-Güteklasse eben so da sind feier verschieden Niveau de Dessertekrite an dat von Manner gut bis ganz gut. Das natürlich schränk technisch, dat kann die Schlummer 4stelle, wenn dat net Resultat seit. An der Teilslot Resultat von der Berechnung fir ganz Land, wohin be gesäit, watfäng Areen da lo gut ugebonne sinn, a watfäng e lo Manner ugebonne sinn. Man seit schon op dem Niveau natürlich ganz gut an der seit Jo der Methodologie, dass du Zugsarelo anischs bewährt gi wie Busareen, der techt gare steche schon mal direkt ganz gut raus. Man gesagt doch, dass Darmature Ben ha auch enke relativ gut ahalget, natürlich immer mat verschiedenen Ausnahmen, aber das d'Agglomeraationsreim eitlech durchweg ganz gut ugebunden sind. Und dann zoome mach auch hainenke op verschiedenen Plätzen am Land fir sich da bisschen mir im Detail unzugucken. Du hummer ha enkeier der linker Seite Zoom op Ethelbreck, wo natürlich gut gesäit, an ass die hexhaltestelle Kategorie, die am Land gëtt, da das natürlich Stadt oder eng von den Hexten, da das die sehr gute Erschließung mat dem riesegroße Buffer, die man bei der Ethelbrecker gar eben hunn. An du gesäit natürlich, dass die ganz zentral Achse relativ gut ugebunden sind, an dass verschiedene Busverrichtungen Feste vom Land auch eng Hechfrequenz hun an dann zum Beispiel fehlen ha auch relativ uschlägt mat der Methodologie, die man ha nutzen. Ab der Rierzer Seite mat Gemeng Klief, wie gesagt bis mir eng großflächig Gemeng an der se den ha auch ganz stark Kliefer gar, wo natürlich durch den Zug bedingt an durch die ganz Busser, die du las vor natürlich en ganz hege Accessibilität das war gesagt ha auch Nordstroß du noch en Gritsch Busser die opfuhren, die wirklich machen das manisch tatsächlich gut ugeborn ass. Aber wann lo niewe Lokalitéite wie Leidler oder Kalbau oder Westbald so höll oder Hëpperdang ha hëlt, wo der wirklich eng Manner gut Accessibilitéit das wo so grad outstand e Bus eben lass firiert. Und da das natürlich auch ein super Datensatz für eben bei PAG 767 was sind eben die Lokalitäten, die gut ugebunden sind, was für Lokalitäten sie Manner ugebunden und damit kann ich wirklich sehr mit einem echten Überblick eben gesehen, wo Lokalitäten gut ugebunden sind am Sinn von einer höherer Frequenz. Und da kann ich ein bisschen den Datensatz aufhängen zu kritisieren, weil natürlich also daher eine ganz starke Vereinfachung. Wenn ihr wollt, die ganze Sujet von Accessibilität auf engen sich kriegen, da geht das auch nicht ohne Vereinfachung. Das ist natürlich ein Faktor, den ein bisschen ändern geht. Wenn Heilo Bus fährt, ist da tatsächlich nicht mal dran, vierte Bus tatsächlich irgendwo hin, wo ich auch will, wo die Leute auch wollen, da das einfach nur quantitativ ein Approach wird zu gucken, wie viel Busse fahren überhaupt von einem Array oder wie viel Zug fahren überhaupt von einer Gar eben los. Und da kann ich natürlich die ganze Analyse noch ein bisschen weit treiben, wenn ich das ein bisschen komplex gucken. Das kann ich natürlich machen mit einem Service Area, den basierend auf die GRTR Westdonien, basierend auf die Donien, die eben auch für die Mobilität und so weiter genutzt gehen, hält, für eben zu gucken, wie weit komme ich überhaupt an einer Stunde von einem Array. Wie durchaus eben vielleicht eine qualitative Information rauszuleden. Und da habe ich einfach mal 8:30 geholt, geguckt, wie weit komme ich von der Kehlergar, wie weit komme ich von Asch, wie weit komme ich von Beetebusch. Wo ihr da vielleicht wisst, Kehlergar, da das eine Antenne eben, wo nicht so viel Zug fuhren, zwar viel Busser, aber insgesamt gesagt, da sind an enger Stunde, man wüsste Glück bis an Stadt Lützeburg könnt, aber das wurde doch schon. Wenn ihr Aschelt, du könnt ich ein bisschen wie weit, da ist eigentlich die ganze Region Süd aufgedeckt. Man könnt du auch sehr an Stadt Lützeburg wie von Asch, aber man hat eigentlich den südlichen Teil vom Land schon gut aufgedeckt, wo ihr innerhalb von einer Stunde könnt.
Und dann geht es natürlich ganz interessant mit Beetebusch, was ja wirklich ein Hub ist, wo verschiedene Zischlass fuhren, wo verschiedene Zisch doch direkt mit weit Richtung Eeslik fuhren. Wenn er schon gesagt, dass in für Beetebusch innerhalb von einer Stunde eigentlich bis an die Nordstadt soll kommen, also man verpasst der gute Zug gerade sogar kleine Fleck auf Kautebach. Und du gesagt, dass sind eigentlich richtig gut eine landesweite Accessibilität tut, wenn ihr am Erde aber 30 sollt, auf dem Punkt stuhlen. Dann dummert eben den guten Teil vom Land innerhalb von einer Stunde erreichen kann. Und da kann ich natürlich so weit gehen und noch trotzdem den Heidatesatz kritisieren und sagt, ja, okay, wenn ein Zug gerade am Erdauer 29 Last gefahren ist, dann habe ich ja gerade verpasst. Das heißt, du kannst auch eine gewisse Bias draußen. Und da kann ich natürlich noch mehr weit gehen, aber hält sich in Array und immer löscht eben in gewissen Video daneben in dem Fall aufspielen, für zu gucken, wie sich die Accessibilität, die ich gesehen habe, dann innerhalb von einem Tag auch verdeelt. Und hier fängt zum Beispiel Moes von der Wauer und du gesagt, dass sie von der Escher gar, je nachdem, wenn ihr gerade durchsteht, unterschiedlich weit kommt. Heinz, du können noch mir an einer Stunde, Heinz, du nicht. Und man gesagt, natürlich, Moes nach das Naxi nicht so gut aus, da können die Accessibilität oder der Rechtpaket noch nicht so weit gut aus, also gut aus, sondern gesagt, dass ihr am Dach immer mehr weit könnt, weil mit sich fuhren, mit Busser fuhren. Und wenn ich da denke, durchschlafen lassen, gesagt noch, dass er ziemlich hin und her springt. Da ist das natürlich eine gewisse Unabhängigkeit, was für Startpunkt, was wegen aller Zeit in der hält, für das Teil zu simulieren. Und da kann ich natürlich denken, mehr weit gehen, also nach was für einem Prozentsatz kommen ist, ob mir, da können zum Beispiel raus, wenn in der Teil so flackere gesagt, tauschen von der Zeit, erwischen den Zug op mir die andere Zeit net. Und da kann ich das natürlich noch mehr am Detail analysieren. Und ich wollte denke Datei bisschen wie bret erkläre für einfach zu so. Man kann das natürlich bis an die ganzen ganz detailliert analysieren, aber im Endeffekt denke man trotzdem die Vereinfachung, die ich am Anfang gewesen haben, den Güteklassen, dass das aber trotzdem in einer Projekt vierte eng Erschätzung von Accessibilität zu hun, obwohl die natürlich mal den Donien, die hier am Hintergrund stehen, natürlich nach viel mehr komplex Analyse kennt machen. Das war auch schon mein letztes Slide gewirrscht. Und da gebe ich danke vielmals merci für die Nurlausströn. So, und ich denke, ich kann in dem Kontext vielleicht noch frohen, ob noch frohen Misch gehen heu. Und von dem, was die Scheide präsentiert gehen, und auch vielleicht ein Tick zu sehr auf verschiedene Sachen drüber gegangen sind. Genau, so wenn nicht nur ganz direkt Verständnis vorgehen, könnt ihr euch gerne melden oder sie auch sonst noch an den Chat schreiben oder auch mir persönlich an die Leber ein anonym Vorbild stellen. Aber nicht, also wenn ihr gleich noch irgendwo abfällt, könnt ihr das auch noch am weiteren Verlauf gerne machen. Sonst gebe ich so ein vielmals Merci für die Präsentation und dann kommen wir vielleicht nur der Intervention von Frank Göders nochmal zurück für eine Diskussion. Vielmals merci. Merci. Dann übergebe ich gut und der Frank Göders. Naja, dann gute Mittag auch von meiner Seite. Weil ich gefragt bin, effektiv bisschen über Digitalisation von den Prozeduren im Bereich PRG und PHP zu schwätzen. War wieder wahrscheinlich fest, dass das Bestandteil von dem ganzen Park von den fertigen Mesuren und der administrativer Vereinfachung vom Bausektor für effektiv Prozeduren, sämtliche Prozeduren eigentlich zu digitalisieren. Ziel war von dem Park für mehr und mehr Seier zu bauen. Das ist also auch wichtig, dass wir mehr und mehr Seier bauen, Prozeduren überschaffen, einen Sinn machen, dass es nicht auf Kosten von der Qualität geht. Und das ist auch bei der Digitalisation sicherlich ein großes Thema. Natürlich, wenn wir von Digitalisation schwätzen, dann natürlich die PRG und die PHP dazu, und da wird man noch ein bisschen im Detail drüber gehen. Mehr werden wir auch viel gesehen, dass wir sämtlich individuell Genehmigungen, wie zum Beispiel Baugenehmigungen, auch zu digitalisieren. Natürlich in nächster Zukunft wird alles Richtung Paperless gehen. Natürlich wird dann, also ich versichere, los alles komplett zu digitalisieren. Ich komplett auf die Papier auch zu verzichten. Auch für das digitalisieren wir, das ist schon ein bisschen geklungen über den Tom sein Exposé. Es geht natürlich darum, für einerseits die ganzen Transfere von Dossier, von Navien, von Decisionen wie sehr zu machen, mehr. Es geht über
auch drums für verschiedene Fehlerquellen zu reduzieren. Und da man zum Beispiel automatisch Checken machen, wann die Sachen hochgeladen gehen, für wo besseren Überblick zu kriegen über Prozeduren und die verschiedenen Etappen, die gerade laufen. Und ich meine, das ist einerseits wichtig für die Administration, das ist auch wichtig für den einzelnen Baus und den Bürger, den das Projekt angeschickt hat, zu wissen, wo den genau drin ist. Das haut oft ein bisschen schwierig und da erwarten wir schon eine deutliche Verbesserung. Und dann ist eben den anderen Punkt, der letzte Punkt, nämlich den wirklich die größte Fehler lassen, dass da denn die Strukturdaten, die kriegt durch Digitalprozesse, dann die effektiv viel besser kann verwerten. Das kann am Anfang auch gesagt geben, für politische Decisionen auch können besser zu orientieren und auch zu wollen. Aber wie so natürlich gesehen bei den PRG und bei den PRP war so, dass effektiv die ganze Digitalisation in dem Bereich, die bedingt eine Änderung, eine relativ konsequente Änderung von der Gesetzgebung, einerseits natürlich vom Gesetz über das Engagement kommunal an, höchstwahrscheinlich auch noch punktuell von anderen Gesetzgebungen, ich denke zum Beispiel das Naturschutzgesetz. Also all die Prozesse heute komplett auf Papier ausgelöst und müssen das effektiv ändern. Wir sind heute am Gang, und Ausarbeitung von dem Avant-Projet de Loi schon zu schaffen, für die Digitalisierung umzusetzen. Und da wird kommen, das Jahr, das nach Regress von Projet de Loi, die eine ganz reine Mesuren von den Mesuren, die ich am Anfang genannt habe, umzusetzen. Du gehört unter anderem wahrscheinlich ein bisschen den wichtigste Punkt, die Harmonisierung der Prozeduren PRG und PRP. Also, bestimmt nach first hat man das annonciert, aber versucht eine Prozedur zu konzipieren, die dieselbe ist als für PRG und PRP. Da sind wir noch am Gang und schaffen, das wird quasi einheitlich gehen. Das wird noch als Leben einfach machen, wenn man eine enge Prozedur muss kennen, und nicht zwei. Und der größte Fehler davon heraus, dass man auf dem Moment eine Prozedur nicht machen. Natürlich eine Prozedur, wo sowohl der PRG geändert wird, wie dann zum Beispiel PRP Nouveau Quartier matt wird durch die Prozedur. Natürlich, wir gehen mehr weit, wie das vertraut möglich ist, Parallelverfahren. Wir werden da alles in eine einzige Prozedur packen. Was auch noch erwähnt ist, dass ein selbstes Projekt Loi als Vereinfachung von der Prozedur für kleine PRP. Heute kennt das schon, dass man eine Modifikation punktuell von einem PRP kann machen, so ähnlich wie das gesehen wie ganz kleine PRP, die dann eine akzelerierte Prozedurwerte können durchlaufen, für mehr sehr durch Prozedur zu kommen. Voilà, die ganze Park kennt man nehmen mit der Digitalisation, das heißt, die ist, dass wenn wir die neuen Prozeduren durchschaffen, dann wir auch davon profitieren, für dann auch Digitalisation an Mengen gut matt zu machen. Also, da muss ich mich einen kurzen Check mit der kurzen Store stoppen. So viel zur Digitalisation von Prozessor. Ein Store sind automatisch und die gehen rum, wenn die Sonne scheint. Ich hoffe, dass das ein bisschen besser gelingt, wenn wir bis du schaffen. Das gesehen wir da. Weil ich hatte schon gesagt, einerseits, wir gehen im Gesetz tun, das Ganze der Musik umzusetzen, und zeitgleich muss man natürlich um die ganze Entwicklung von den informatischen Methoden kümmern. Da haben wir auch gerade angefangen, auf die Analysen zu starten. Wir müssen da aber über den Zeitraum von bald 2 Jahren wahrscheinlich das Ganze da entwickeln. Viel Details zu klären. Wir werden auch vielleicht nicht auf alle Fragen da kommen können antworten. Das Prinzip ist fast, wie dann möglich ist, wenn man im Detail guckt, wie das Ganze voilà, ich wollte mal kurz darüber gehen, wie das dann wird laufen. Ich schwenke vielleicht am PRG. Weil die wirst Initiativrecht für PRG zu ändern, leidet allein bei der Menge. Das möchte also von dem heute fahren, wo ein bisschen wie einfach. Die wirst haut gedacht, final die Mengen von den Gemeinden
Reisen, die kennen das schon, getraut eine Plattform für die Échange von Données, Dokumenten, Archiven und Decisionen zwischen die Gemengen an dem Interieur, die Plattform, die traut E-Mail. Und wir werden natürlich so die Plattform, wir müssen natürlich das nicht überschafft gehen, wir werden die Plattform nutzen, dann auch hier für PRG. Ziel also nicht etwas komplett Neues, neben die bestehende Plattform zu setzen, um sich die Plattform zu adaptieren, für das dann noch PRG und dann auch natürlich auch PRG können über die Plattform können hergeschickt und alles, was da zugehört. Und das möchte dann Gestion noch mehr einfach, weil alles auf enger Platz lebt, auf einer bekannter Platz. Ich meine, das für Details von der Prozedur sicherlich von viel. Den wird natürlich das, PRG und PHP-Prozeduren sind wesentlich mehr komplex, wie das bei zum Beispiel Approbation von Taxreglementen der Fall ist. Dadurch muss das Ganze eben neu überschafft werden. Ich weiß noch nicht, ob die neue Prozedur von PRG Agro und die Zertifikate das sprengen, die Hauptetappen bleiben sowieso ungefähr dieselbe. Ich glaube, wir eigentlich kann ich denken, die Hauptetappen durchgehen, wie das funktionieren. Aber heute ist es so, dass die Gemengerot für dich muss dafür weggehen, für eine Modifikation von PRG zu starten. Das wird auch so bleiben. Und da gibt es dann effektiv den ganz Dokument, gibt dann über die elektronische Plattform vom Interieur hochgeladen, die Kommission wird, die Sondermanagement wird das Ganze dann überwiesen. An zeitgleich werde doch, muss man gucken, wie man das noch nicht verbannen, wird der PRG auch über den Internetseite PRG Upload, Autocamp auch rangereicht gehen, die dann auch können auf die strukturierte Tests gehen. Das gucken wir irgendwie zu verbannen, so einfach wie möglich zu gestalten, mit dem Prinzip, was da den PRG Upload und das System zumindest wird hier funktionieren. Das wird gut hin vorbei mehr Richtung Interieur in dem Moment. Und wir doch haut schon als wir gesehen, eine Republik zu machen, zeitgleich zu dem Avis von der Kommission d'Aménagement, das bleibt so. Just, dass man die Enquete publique auch werden über das Portal National des Enquete publique machen. Das gibt schon haut, die sitzt schon erkennen, die schon, die wird schon punktuell benutzt, mit der wird an Zukunft für sämtliche Prozeduren benutzt werden. Also, wir gesehen, das Leute dann effektiv Möglichkeit kriegen, über die Portal National Dokumente zu sehen und auch können über den zu reklamieren. Der Tisch kann ihn bequem von der Küche aus dann auch gucken gehen und auch so seine Kommentare dazu machen. Kommentare, die werden, das auch Autor so gehen, quasi über mein Guichet geriert, also laufen und da kriegt Gemeng effektiv dann noch einen Zugang zu den Reklamationen über die Perspektive mein Guichet. Die Reklamationen werden die von vorbei gemäht, mehr auch elektronisch dann in Gemengen gehen, sicherlich auch dann Gestion davon Wert minimisieren machen, mehr auch vereinfachen. Dann wir hoffen auch dadurch vielleicht mehr strukturiert Reklamationen ranzukriegen, wie das teilweise heute der Fall ist. Dann ist es so, wenn den Visitor do no, wer gibt der Gemengerot ganzen Dossier saisiert für effektiv die Decision zu holen, das Projekt zu portieren. Auch die Decision wird dann über den elektronischen Weg, über die elektronische Plattform und den Innenminister geschickt gehen. Und nachher wird auch bei der zweiten Enquete Publique, denke das Ganze über die Portal National von der Enquete Publique laufen und Reklamationen gehen dann über die DB, den schon gerade beschrieben haben, auch und den Antrag. Das ist auch wir werden dann Zugang dort kriegen und die Reklamation elektronisch machen. Die Approbationen, die Avien werden auch über die Plattform dann und Gemenge gehen, über den elektronischen Wesen, da noch den ganzen Swift, wo sie mal gerade tun, wie laufen die Lehen, sind wir noch an den Lehen, alles da, kriegt dann über die Plattform do auch einen Überblick drüber. Wie seid ihr, wenn ihr raus ist, wenn ihr über den Delay ist, was noch fehlt, alles das wird geriert über die elektronische Plattform zentralisiert. Haut also noch so Publikation vom PRG
muss in den Journal offiziell gemäht geschickt gehen, war das relativ schwer wiegenden Weh, und das geht über da ist oder schicken ihre Tieren. Auch da ist der Punkt, wir wissen nicht genau, wen wir machen, wir versuchen auch da an den Prozess, den digitalen Prozess zu integrieren, dass das auch möglichst digital und automatisiert kann auflaufen. Voilà, das ist ein bisschen de Wien, wir brauchen du hat schon 2 Instrumente für das Ganze umzusetzen, eingers den Ausbau von E-Mails bei uns am Haus, plus dann die Magische an den Portal National. Aber beim PHP, ein Kapitän, du zu kommen, du hast den Tick mehr komplex, wie weit, weil effektiv den PHP nicht unbedingt von der Gemeinde initiiert wird, die kann auch von einem Partikulier initiiert werden. Das heißt, froh ist, wie kann ich das ganz rasch erreichen, weil so die Plattform beim Interieur, die ist konzipiert und ausgelöst für einen Échange zwischen die Gemengen und den staatlichen Verwaltungen, nicht in dem Interieur. Das ist nicht ausgelöst, für du auch direkt mit dem Leser zu kommunizieren, über das Motiv von meinem Guichet. Und dafür werden wir auch das Instrument weiter nutzen. Also das Prinzip ist dem, dass alle Kommunikation zwischen einem Partikulier, einem Bürger und den Administrationen über die Magische wird laufen. Und das behalten wir so bei. Das heißt, wenn ein Initiateur von einem PHP-Projekt will erreichen, die nicht gemein ist, da geht es dann vielleicht über Magische. Das heißt, auch den muss in dem Sinn herausgebaut gehen. Der zeige ich das übrigens viel gesehen auch für Baugenehmigungen, für Commodus-Dossien und so weiter in Zukunft, das für die nächsten Jahre soll effektiv die Magische so umgebaut, unter dem alles kann über den Magische raschicken und Genehmigungsprozedur. Das ist eine große Fehde, dann von den Magische auf den Zwiebel am Platz sind, wo bei den einzelnen Projekten auf den einzelnen Demarchen drin ist. Hier möchte das schon Sinn, alles über dem System laufen zu lassen, anders möchte einfach nicht einfach das Prinzip von Once Only auch umzusetzen und hier statt den Bedoning, die schon rangeschickt hat, nicht 20 Mal noch gefragt werden, in der man kann auftreten. Mensch, das sind wichtige Punkte, wohl für Bürger beweisen, wie auch für die Verwaltung die Sachen ist. Voilà, dann ist es so, beim PHP, die kennt das von dem Projekt, bis du bannen hast, dann wird der Chefverwalt mit der Analyse von der Konformität konfrontiert. Wenn dem Stat gemäht ist, sind wir ganz klassisch, wie das ich vorhin beschrieben habe, dass ich gemein checkt den Dossier, wo du über die elektronische Plattform von Interieur und die zuständige Kommission, das wird in Zukunft nur die Zellule Evaluation sind, die wird aufgeschafft mit der Kommission d'Aménagement sind. Wir haben noch plus eine Kommission, der dann auch nicht im Prinzip, das heißt auch so geht das dann digital und die zuständige Kommission. Wenn aber Problem ist mit der Konformität, das fehlt, dann checkt die Menge, muss die Menge natürlich beim Administrateur nachfragen, das funktioniert natürlich von meinem über mein Guichet. Und ich gesagt habe, das die Plattform, wo kommuniziert wird zwischen dem Bürger und der Verwaltung. Voilà, Dono lebt so, wie ich gerade beschrieben habe. Das heißt, Enquête publique auch beim PHP wird über das Portal National laufen, genauso wie beim PHP, an alle Kommunikation, die erklärt wird, wird dann über die elektronische Plattform, die dann nach dem Sinn muss ausgebaut. Voilà, das ist ein bisschen den Rundumschlag, hat man eigentlich so viel geholfen. Das heißt, wir werden schon eine große Änderung alle Wörter erleben. Wir werden einerseits nicht neue Prozeduren kriegen, da muss man es ein bisschen vorstellen, auch genau die ganze digitale Wolle müssen wir natürlich auch loslos abschließen. Das wird Prozesse innerhalb von Verwaltung sicherlich ein bisschen ändern. Also viele, die vielleicht mal vorbei müssen, dann herfahren, man muss printen, Porträt kriegen, man zu schaffen in Zukunft. Nee, wir müssen das natürlich noch ein bisschen umstellen. Dafür Timeline ist sicherlich etwas, was Cyprien du interessiert. Ich hatte viel schon angedeutet, wir entwickeln sicherlich so, naja, gerade 2 Jahre, bis man das Ganze macht, wird das ganz schon ein bisschen viel, wo es hingeht. Gesetz muss gerne geben, dass ein relativ großer Tag von Gesetzen sein, an denen halt drin hängt.
Also dat mir haut wie gesinn 100 ganz soll 2028 Kraft treten. Dat Berufung oder mit aus, dat muss man immer wie gut nach Führung kommen. Nee, wir können also 2028 abstellen, wie das halten soll. Dann der Musik umgesagt gehen und dann die haben Grund aus die Regimebase zu kreieren, neue Prozeduren und zeitgleich auch an Digitalisation von der Prozedur, wenn man nicht zwei Übergangsphase kriegen, just eng, aber dann neue Prozeduren nur von der Digitalisation. Und die Prozeduren, die Kurs sind, die laufen natürlich so weiter, wie sie initial an Prozedur waren. So, für die Projekte, die ab einem gewissen Datum rauskommen, die digital Schienen zusammen. Voilà, das war ein bisschen ein kurz Rundumschlag, was wir an dem heutigen Bereich fliegen. Voilà, und froh, wo sind die gerne. Vielmals merci schon mal für den Überblick. Ja, genau, also wenn nicht nur ganz konkret direkt vorgehen, gerne direkt melden oder an den Chat schreiben. Das hätte ich auf alle Fall direkt noch eingelegt vor. Also der hat gerade gesagt, Ziel wird 2028 soll das Kraft treten. Das wird dann aber für alle GUR die Prozeduren, also oder just PRG. Also das sind, also was du PHP-Prozeduren umgeht, kann man sagen, denke ich, ein bisschen die kleine Detail an und das gibt es alles an dem Tag, an dem engen Gesetz so geregelt, das muss relativ alles modern Kraft treten. Das ist ganz am Anfang an dem, was die individuelle Autorisation umgeht, also das Projekt de Loi in der Paras, an dem das schon erwähnt, die müssen auch an dem heute Sinn amendeiert gehen. Das den Projekt de Loi de Silence vor Accord, im Prinzip wird auch angefordert geben. Oder war man noch den Avis vom Staatsrat, mit prinzipiell denken, ich werde noch versichern, da müssen wir gucken, ob das alles so geht, vom Legislativprozess, und von der Entwicklung von den informatischen Notieren, für das alles zeitgleich zu machen. Das wird am einfachsten gehen, wenn wir es zeitgleich hinkriegen, da muss man viel Informationen anbieten, Sensibilisierung anbieten, mit Zeit, mit den entsprechenden Übergangsbestimmungen. Mit Ziel wäre schon, aber ein gewissen Datum, das tut dann möglichst noch mehr Kraft finden. Wir sind noch nicht lang dezidiert, da muss man gucken, wie das geht. Und das ist aktuell das ein Ziel. Hallo, kommt gerade aber noch ein Froh an dem Chat. Wird als viel gesehen, dass Fristen innerhalb von den Prozeduren angepasst werden? Ja. Generell also so, also ich hatte gesagt, wir gucken für PRG und PHP-Prozeduren quasi identisch zu gestalten. Die kleinen Änderungen schon eingesucht, dass die da den PHP kann partikuliere Prozedur als die gerade sage ich für prinzipiell, also die sage ich Prozedur so gibt. Und da werden effektiv, wie man das heute schon kennen, auch überall Probleme gewonnen denken. Mais sie werden sich relativ in denen orientieren, die Haut für PHP sind. Die sind relativ straflos schon die vom PHP werden dadurch verkehrt gehen. Natürlich werden Leser ja bei der PHP-Modulation gehen, bei der PHP wird sich richtig viel daran, vielleicht Lichtänderungen kommen, weil verschiedene Prozesse ein bisschen sehr ergeben, weil sie effektiv digital auflaufen, da werden viele sind. Und da gibt es die Prozedur für kleine PHP. Da wird dann mehr für die PHP. Da kommt man länger Zeit. Aber ja, es kommen überall Delayen und wenn noch kein Delay war, wird dann generell kommen. Das ist eine generelle Aufforderung, die man von der Regierung hat, überall Delayen durchzusetzen, wird noch kein Gehen. Und die Delayen, die Dosen, die prüfen, ob machbar ist. Sind sie adaptiert, sind sie sehr genug oder sind sie vielleicht das ist ja, wie auch immer, wir haben das nicht, in dem Sinne übergucken.
Also wo eng große Änderung wird kommen, das auch als strukturell wird den Impact haben, das viele gesagt kommen zum Aménagement, die wird sich dann in Zukunft auch PHP kümmern. Das haben wir auch so gemerkt, dass wenn die PHP zeitgleich von einem, also von der Procedure nicht aus, PHP ab PHP, dass dann effektiv eine Kommission sich daran fasst. Das möchte ich eigentlich sehr, mir einfach amüsieren. Wann en just innerwie muss machen, just eng Reklamationun muss eng Punkt rarech, wie dat dat muss ankers jeweils dobel war. Am do werde se sind wat Kommission effektiv viel mé kurzen gelegt hat, wie dat haut ass do dat muss intern. Also ich gesehen ja am Publikum sehr viel Vertreterinnen von Gemengen an private Büren. Und ja, habt ihr so als Umwirkung gesehen, ihr Chancen, Probleme oder etwas, was ihr am Kopf habt, was vielleicht noch Mist berücksichtigt gehen? Also das geht es natürlich auch interessieren. Ihr das ganz klar an enger Prozedur schon festgelöscht gibt. Wenn es halt keine Direktumwirkung ging, gäbe ich das gerne nochmal auf Präsentation von Tom Fuhrmann zurückkommen. Aber du noch in der Zwischenzeit gehen oder auch dieselbe Stroh können, also wie gesehen ihr, die mit denen Utien an der Praxis zu schaffen oder also braucht ihr du oder gesieht ihr, dass den durchaus Planungsdecisionen kann aufleden? Also das hätte ich noch nämlich direkt ein Info, die mich interessieren. Der hat ja die Service Areas angewiesen. Und du hatte ich direkt mich gefragt, als auch die Idee, dass der Doma dann Simulationen kennt erstellen, für zu gucken, wann wo zum Beispiel Haltestellen geplant gehen. Zu gucken, wo ist die beste Platz zum Beispiel oder was gibt das, wenn den verschiedene Möglichkeiten hat, wo wäre die beste Platz. Ja, kann ich gerne darüber antworten. Also was mir wirklich nutzen hat, war ein Fokus von der Präsentation, das ist eben die vereinfachte Durchstellung von den ÖV-Güteklassen, die Service Areas, das ist relativ einfach machbar, das ist nice to have, die kann natürlich auch mal berechnen, wenn ich nicht brauche. Aber natürlich ist das ja recht der Wolle vom Transportminister, den ein ganze Kipp hat für Buslinien zu planen, die hoffentlich auch an denken, das werden sie auch machen, auf dem Niveau dann hier Analysen noch können machen. Und für wen sind die Donnerien zugänglich? Das wäre vielleicht noch interessant für das Publikum. Genau, merci für das zuvor, weil ich hatte bei der Präsentation vergessen, zu freuen Güteklassen, das Auslöps wird man denken, wird man noch nicht aufpassen. Ganz kleine Parameter im Hintergrund, dann noch die ganzen Begriffe auch man Transportminister aufklären und dann das auch Ziel, dass, weil dort doch der Mond für verschiedene Gemengen wo dadurch eigentlich auf der Geoportei beziehungsweise als Features Map Service und so weiter am Open Geoportei Open Data dann eben noch zur Verfügung zu stellen und noch regelmäßig also Jour zu setzen. An dem Fall so den Datensatz wird sinnvoll wie dat am Halle 4-Takt Jour zu halten. Okay. Hier ist auch noch ein Froh am Chat, wie in Zukunft die Aktien für Baupotenzial in LU geregelt sind. Genau, du kannst auch gerne darauf antworten, dass die Gemengen, die ja schon Aktien drauf kriegen, wenn wir die zwei Ministerien eben drauf schaffen, die eben noch den Aktien drauf. Und das Logementsbüro für die verschiedenen Gemengen, da haben wir nur an nächste Woche tatsächlich eine Formationssitzung mit den respektiven Leuten, wo wir dann hin noch ein mit denen beschwätzen, wie das da klappt, wie man im Jahr dann den Aktien auch zu kriegen. Gibt es auch noch frohen Umwirkungen? Oder vielleicht wird dir auch ein Froh und dann Herr Göders oder umgedreht. Direkt.
das ja so noch mal vielmals Merci auf alle Fall für die zwei Präsentationen. Und genau, dann gebe ich noch kurz einen Ausblick geben, ob die nächste Präsentation oder die nächste Kolloquveranstaltung, die erwartet ist, nämlich schon nächste Montag, zum Thema wie Donnerstag an Digitalisierung vor allem im kommunalen Niveau genutzt können gehen. Und du werd mir eine Präsentation von der Gemeinde Schotter kriegen. Die werden als präsentieren sie eine Digitalisierungsstrategie für die Gemeinde ausgeschafft. Und sie sind Teil am Interreg-Projekt Twin for Resilience, wo sie als auch hier Erfahrungen dann mitteilen. An die zweite Präsentation wird über die Geoportal sind, für ein bisschen einen Abblick zu geben, wir können für allem Gemengen mit dem Geoportal schaffen, und war das aber auch noch geplant, also dass wir da auch noch einen Ausblick kriegen. Genau, und ja, vielen uns merci für Ihre Partizipation und dann sehen wir uns hoffentlich am Ende. Merci auch, Eddie. 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 Merci. Eddie, merci Eddie. auch.